Wir befinden uns in den 70er Jahren des 1. Jahrhunderts. Paulus befindet sich im Gefängnis. Er schreibt einen Brief an die Christen in Kolossä. Bei ihm ist Timotheus, der ihm hilft beim Verfassen des Briefes. Er war einer seiner wichtigsten Mitarbeiter, nannte ihn gar seinen geistlichen Sohn. Obwohl er noch jung war, übernahm er viel Verantwortung in seiner Gemeinde in Ephesus. Ein richtiges Vorbild. Sein Dienst war kraftvoll, weil er durch Handauflegung gesegnet und prophetisch beauftragt wurde. Er begleitete Paulus auf seinen Missionsreisen bis ins Gefängnis. Und auch dort ist er Teil von Gottes Plan. Durch dieses Momentum wird er zum Ermutiger für die Gemeinde der Kolosser. Ja, der Timotheus, einer von denen, wo man auf die Spur gehen in der Bibel, wo man sein Lebensbild mal studieren sollte. Auch der Brief, den Paulus an ihn geschrieben hat, ist eine gewaltige Sache. So gut. Und ich glaube, er ist ein Typ, der standhaft geblieben ist. Er ist einfach beim Paulus geblieben. Zmitzt in allem, was ist. Zmitzt in der Not, zmitzt im Guten hinein, zmitzt im Schlechten hinein, bis ins Gefängnis hinein, ist er ein treuer Begleiter von Paulus. Und das ist das, um was es in dem Brief im Kolosser jetzt im 2. Kapitel auch geht. Standhaft sein, egal was kommt, standhaft mittendrin. Und da ist der Timotheus ein grosses Vorbild für euch. Und ich möchte euch ermutigen, hey, geht dem Timotheus nach in der Bibel. Schaut nach, was er da gemacht hat. Weil er ist standhaft geblieben, egal was ist. Und es kommt viel. Es kommt auch bei dir. Und es kommt in jeder Beziehung irgendetwas. Irgendwie Schwieriges oder etwas, was man aushalten muss. Es kommt in jeder Familie vor, dass man Sachen aushalten muss. Dass man Sachen ausstehen muss, wenn man standhaft ist. Es kommt in jeder Firma vor und in jedem Land und sogar in jeder Kirche. Aber bleiben wir standhaft. Mittendrin. Egal, was für Meinungen von außen kommen und so weiter. Wir bleiben standhaft. Und genau darauf geht der Paulus im Kolosser Kapitel 2 darauf ein. Hey, bleibt standhaft, egal was kommt. Und er hätte ja auch in die Dinge hineinschreiben, das steht jetzt nicht, nehmt euch den Timotheus als Vorbild. Und gell, wenn man dann so von Standhaftigkeit redet und so, dann klingt das immer sehr mutig und heroisch und ich bleibe da und das ist, du kommst hier nicht vorbei oder so Herr der Ringe mäßig oder irgend so etwas, oder? Aber es hat natürlich auch mit dem zu tun, dass du dich immer wieder korrigieren lässt, weil du vielleicht von dem, was du willst, eigentlich standhaft sein, ein bisschen abkommst. Und dann wieder musst du sagen, nein, einen Schritt zurück. Also standhaft sein heisst nicht nur standhaft sein, sondern eben auch sich immer wieder zu prüfen, wo man drauf steht. Und man muss ja wissen, auf was man steht. Auf was man steht. Und im Kolosserbrief, ich meine, es ist so eine Sensation. Darum hat der Paulus ja das 1. Kapitel geschrieben, damit wir wissen, auf was wir stehen. Oder? Wir stehen auf dem Hymnus über Jesus Christus. Er ist der Anfänger und der Vollender. Er ist der über allem steht. Er ist vor allem gewesen. Und in ihm hat die ganze Universum sein Ziel. Ich meine, das sind Sätze, Marc, so gut hast du gebracht und wieder vorgelesen. Das muss tief in unser Herz hineinfallen. Das ist der Grund von unserem Sein, von unserem Leben, der Grund von Kirche, der Grund von allem. Weil er ist Schöpfer, Ebenbild und in allem der Erste. Er hat über Jahrtausende hinweg geplant, Erlösungswerk von dir und mir vollbracht. Er hat sein Blut ausgossen für deine Sünden, damit du Gemeinschaft haben mit Gott. Und er hat dich mit Gott versöhnt, alles versöhnt. Wow! Alles haben wir ihm zu verdanken. Jeder Atemzug, alles. Und das ist das Evangelium. Und von dem gehen wir nicht weg. Jesus Christus hat zum Kreuz gesagt, es ist vollbracht.
Von dem gehen wir nicht weg. Und das ist der Grund, warum es Kapitel 1 steht. Damit wir wissen, wo wir draufstehen. Und im Kapitel 2 heißt, und jetzt bleibt standhaft, liebe Kolosser, in dem inne. Und er schreibt das im Kolosser 2,7, wie ein Baum in der Erde. So sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Das ist das Erste, was du lernst, das Evangelium. Das ist immer das Erste, was du hörst. Und dann entscheidest, hey, also dem Jesus, wenn ich das höre, Kolosser 1,15, wenn ich das höre bis 20, dann will ich dem Jesus nachfolgen. Etwas Größeres gibt es nicht. Und da drinnen sollen wir bleiben. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Das ist so ein Feuerwerk, das da kommt, oder? Auf was wir sollen stehen. Wir sollen darauf stehen, standhaft mittendrin. Das ist unser Titel von heute. Und es kommt halt bei jedem ganz sicher. Versuchungen auf der einen Seite, Leid, Not, alles kommt. Doch Jesus erweist sich in allem als genug. Er erweist sich in allem als der Fels, der dich trägt. Und das heisst nicht, dass du mit einem Gebet schwupp aus dem finsteren Tal draussen bist. Das ist nicht gemeint. Es ist der sagt, hey, und ich gang mit dir durchs finstere Tal durch. Ich bin nicht der Gott, der dir einen Vorwurf macht. Ja, jetzt bist du wieder da unten, Pech. Nein, ich steige runter, komm durch dein Tal durch, führt dich wieder auf grüne Auen, wenn wir das aus den Psalmen als Bild brauchen. Und es geht um das, dort drin zu festheben, dass er drin ist. Und gerade auch, wenn wir hingehen, oder? Wir müssen nicht unbedingt nur von Leid und Not und diesen schwierigen Sachen reden, die uns in den Weg kommen, im Standhaft bleiben, auf dem Evangelium. Es langt nur schon, dass du Schweizer bist. Oder wenn du nicht Schweizer bist, wenn du eine andere Kultur hast, dass du aus dieser Kultur kommst. Nur schon deine Kultur steht am Evangelium eigentlich grundsätzlich im Weg. Ihr mögt euch vielleicht noch so knapp erinnern an Ostern. Genau, das war eine Predigt, dort war ein Country-Star da, mega cooles Interview. Und ich habe dort über Johannes 15 geredet, oder? Über den Weinstock und die Reben. Wir haben ein bisschen dort geredet und ich habe eigentlich rausgestrichen, dass in dem ganzen Geschichtli, oder, vom Weinstock und Jesus ist der wahre Weinstock, wir sind die Reben, wir sind in ihm verbunden, es fließt durch Jesus durch in uns und wir bringen Frucht. In dem ganzen Ding steht nichts von, du sollst Frucht bringen, tu mal was. Sondern ich habe unterstrichen, es steht eigentlich nur, bleib bei ihm, bleib bei mir, ohne mich könnt ihr nichts tun, sind mit mir und so weiter. Das steht 7-mal in diesen 5 Versen oder so. Genau. Und dann bin ich da abgehockt nach dieser Predigt und der Erste, der zu mir kommt, sitzt, ja Elias, du hast schon recht, aber man muss dann schon etwas tun, oder? Mal einer, da ist das ein Italiener gewesen? Ein Afrikaner, Südamerikaner oder ein Schweizer? Ein Schweizer. He? Und das tun wir jetzt nicht auf- und abwerten. Ich finde, die Amerikaner und die Afrikaner sind sehr gute Kulturen. Ich wäre wahrscheinlich eher bei den Afrikanern und bei den Italienern daheim und so, oder? Aber noch ein Schweizer prägt. Genau. Aber ihr merkt das, oder? Das sind Schweizer, die kommt. Warum? Weil unsere Kultur prägt ist von mach mal was. Ist nur um 5,5, kein 6er. Er geht gar nicht, oder? Und der Paulus hat das gewusst. Das ist heute so und das ist vor 2000 Jahren genau das Gleiche gewesen. Die Kultur der Menschen kommt dem Evangelium in den Weg. Und darum schreibt er ja, wie auch immer wieder, das Kapitel 2. Und wir haben 2 Kulturen dort in dem Kolosserbrief drin, oder in dieser Stadt von Kolossea. Die haben nicht nur die Schweizer dort gehabt, sondern, also die Schweizer gar nicht, aber wir haben ja nur, also ja, lassen wir das. Sie haben 2 Kulturen dort gehabt, oder? Das jüdische, gesetzliche Denken, das haben sich Juden, Christen, Juden sind zum Glauben gekommen, Jesus Christus, super Sache. Es sind aber auch griechisch prägte Leute mit griechischer Kultur zum Glauben gekommen, Jesus Christus, super Sache. Zack, eine Gemeinde, verschiedene Kulturen und darauf gibt es genau 2 Gefahren. Oder die jüdische Gefahr, sagen wir so, oder? Wäre so die Gesetzlichkeit gewesen, Jesus plus.
Und die griechische Weltanschauung, so ein bisschen, ja, nimm sie easy auf die eine Seite und noch ein bisschen, kommen wir später noch darauf zurück. Oder? Und das sind die zwei Gefahren, das griechische Denken, das jüdische Denken. Und darauf nimmt der Paulus Stellung im Kolosser Kapitel 2. Und wir haben jetzt eine Schriftlesung, die wir hier hören. Und ihr daheim habt den Text einfach eingeblendet, den ihr mitlesen könnt. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Zweiter Abschnitt. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Dritter Abschnitt. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn. So weit einmal, was wir da gehört haben. Und da merkt ihr, was er da geschrieben hat, der Paulus, tut schon ein bisschen auf das hindeuten, dass die zwei Kulturen da sind. Und wir werden jetzt die zwei Sachen, die zwei Kulturen, miteinander anschauen. Es ist zuerst, wo wir anschauen, die jüdische Kultur. Dort, wo das Erlösungswerk von Jesus gut ist, aber wir sollten auch noch was tun. Würde vielleicht uns Schweizer noch ein bisschen näher stehen als andere Sachen, oder? Und dort hat das vielleicht so getönt. Nur so eine Diskussion zwischen zwei Leuten. Du, Jesus ist im Fall super. Doch Beschneidung ist auch wichtig. Wisst ihr? Weil Jesus selber ist ja beschnitten gewesen. Und alle Männer im Volk Jesus sind auch beschnitten gewesen. Und du willst doch zum Volk Gottes gehören, oder nicht? Ja, okay, wo können wir dich einschreiben für die Beschneidung? Melden wir dich gerade an. Oder vielleicht hat das so getönt. Und die Leute sind unsicher geworden. Ja, soll ich jetzt das nur? Oder wie soll ich denn? Oder eine zweite Sache war zum Beispiel, das hätte so tönen können. Du, aber Jesus hat im Fall nie Schweinefleisch gegessen. He? Weil Schweinefleisch ist unrein. Und du bist doch sein Jünger, du willst doch ihm möglichst fest nachfolgen. Also würde ich dir empfehlen, auch kein Schweinefleisch zu essen. Weil du könntest dich ja versündigen, weil Schweinefleisch ist unrein und wenn du das isst, dann hast du das Unreine in dir. Und da finde ich, ja, also da müssen wir schon schauen. Am besten machen wir auf Veggie, weil dann essen wir gar kein Fleisch, dann bist du auf der sicheren Seite, oder? Und merkt ihr, das sind so menschengemachte Sachen, die da einen Einfluss haben, oder? Wo da in diese Richtung so schleichend ist die Sicherheit, dass Gott dich annimmt, nicht mehr von dem kann, was Jesus tun hat, sondern ob du jetzt Schweinefleisch gegessen hast oder ob du sonst irgendwelche Rituale oder irgendwelche Sachen gemacht hast. Oder ob du beschnitten bist. Hat Gott das, also ja, das müssen wir uns wirklich überlegen, oder? Und da merkst du, das kommt dann so schleichend in die Kolossergemeinde rein. Und dann schreibt der Paulus da in diese Situation. Zugegeben, ich gebe es ja zu, wenn man mit dieser Frömmigkeit hergeht, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit macht. Da gibt der Paulus zu. Und dann Pünktchen, doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Also es rückt Jesus das Evangelium ein bisschen auf die Seite und der Mensch mit seinen Taten, oder? Das ist wichtig, dass wir alles richtig machen und sonst kann Jesus nicht wirken oder dann passiert das nicht und so.
Und da merken wir, oder? Anstatt das Erlösungswerk kommen fromme Regeln, oder? Und ich meine, gell, ich bin ja in eine Bibelschule gegangen, die ein bisschen eher konservativ ist, oder? Und Miriam hat mich dort besucht, ich habe sie dort schon kennengelernt, wir sind schon fast verlobt gewesen und so weiter, oder? Und dann ist sie das erste Mal dort in den Gottesdienst gekommen. Und wisst ihr, man hat sie nicht begrüßt. Man hat zuerst gesagt, dein Rock ist zu kurz. Und der Rock ist wirklich so da gewesen. Ich mag mich noch gut erinnern. Das war nämlich ein Lacher gewesen, oder? Wir kommen aus der GVC und dann kommst du dort und dann hat sie von jetzt immer Röcke anlegen, wobei es ganz runtergegangen ist. Auch sie hat ja auch Bibelschule gemacht von dem her. Oder, da merkst du so, oder? Da der Gottesdienst kann nicht gesegnet sein, wenn du deinen Rock nicht genug lang hast. Oder irgendwie solche Gedanken kommen drin rein. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das sind die Konservativen da, oder auf die zeigt man gern. Aber wir haben nach der Bibelschule so eine charismatische Rundtour gemacht, oder? Wo wir gedacht haben, jetzt gehen wir mal die Kirchen anschauen, wo der Geist Gottes auch wirkt. Oder? Also, er wirkt überall. Ich habe es herausgefunden und wir sind auch Zeugen von dem. Auf jeden Fall bin ich dort in so eine charismatische Kirche hineingegangen, in den Gottesdienst hinein, bin dort gesessen und dann geht der Worship los. Oder? Und das sind 200 Leute gesungen und alles. Und irgendwann habe ich gemerkt, die haben gar keinen Text eingeblendet, nichts. Was singen denn die? Und ich habe irgendwie gar nicht verstanden, was sie singen. Oder? Da habe ich gemerkt, die singen in die Zunge. Und dann irgendwann habe ich so, der neben mir so, was singen die und wie und so. Und dann schaut er mich an. Du kannst nicht Zunge reden. Nein, ich weiss jetzt nicht gerade so, also ich will auch nicht singen. Ja, also da muss man unbedingt, damit du in den Himmel kommst, und hat er jetzt nicht gerade so gesagt, ich nehme es wieder zurück, aber damit du ein gesegnetes christliches Leben kannst leben, oder, müssen wir jetzt für dich beten, dass du die Erfüllung bekommst, oder? Und dann, okay, muss ich das auch noch haben? Ja, und dann sollst du noch das Buch lesen, die 10 Punkte und so weiter, oder? Also es ist genau gleich, einfach ein bisschen von der anderen Seite vom Ross runtergefallen, oder? Einfach, dass ihr merkt, oder? Man kann nicht sagen, die sind es oder die. Das kann auch in der GVC passieren. Es kann bei dir im Herzen passieren. Und darum schreibt es der Paulus wieder, oder? Hey, prüft euch. Auch ein Stück weit, dass man nicht da runterfallen, links oder rechts vom Rössli. Und jetzt bei den Taten ist noch ein bisschen so eine Sache, oder? Ja, wir müssen ja etwas machen, wir sollen ja Licht sein und wir sollen Liebe leben und unseren Nächsten und so, das ist natürlich klar. Ich will jetzt nicht einfach alles wegwischen mit dem, was ich gesagt habe. Die Frage da drin stellt sich, tue ich etwas, damit ich gesegnet werde? Oder bin ich so gesegnet durch das Evangelium, durch Jesus Christus, der mich versöhnt hat mit sich selber, mit dem Vater und mir einen Zugang in den Himmel geschaffen hat und ich jederzeit zu ihm kann kommen, er meine Sünden trägt und. Ein riesen Segen von Jesus haben. Und darum, weil er sein Leben mir gegeben hat, gebe ich mein Leben für ihn und tue etwas für ihn. Oder die Frage, wenn wir uns stellen. Und ich sage noch, ich faste nicht so oft. Weil ich faste immer noch aus den Gründen, weil ich dann denke, ja, dann tut dann Gott mir noch ein bisschen mehr und da. Ja, das ist noch schwierig im Fall. Dann so Sachen, obwohl es immer gut tut, oder? Aber ja. Oder? Und der Weg vom Jüdischen, der führt weg vom Evangelium. Er führt zu Moralismus, zu Hochmut und stellt den Mensch und seine Tat im Mittelpunkt. Etwas gleich, einfach ein bisschen anders gefärbt, kommt bei der Kultur der Griechen, die griechische Kultur, die wir anschauen wollen. Dort hätte es zum Beispiel so getönt, wenn jemand mit dir diskutiert hat. Jesus, das ist im Fall super, echt, das Erlösungswerk, grandios, oder? Aber wenn du dich nicht so gut fühlst, dann musst du dir vielleicht woanders noch etwas holen, weißt du, so, dass es dir gut geht, oder? Und vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, wenn du noch Engel kannst anbeten und so. Und Engel, die sind gut, echt im Fall. Die hat ja Jesus auch geschickt und er hat die ja gemacht und so weiter. Und in dem Unsichtbaren, da gibt es noch viele Sachen, die dir gut tun können, die dir helfen in deinem Wohlbefinden. Ja, Jesus, das ist eine gute Sache. Aber ich sage dir, wenn du so einen Engel mal siehst im Traum, hey, und mir ist im Fall einem Engel ein Traum begegnet und wisst ihr, was der gesagt hat? Liebe Gemeinde, hört zu, das ist eine Vision, die ich hatte, von einem Engel Gottes und der sagt, Vielleicht hat das dann so getönt, oder? Und wow, oder? Ich meine, das tönt noch impulsiv. Ich habe auch Bücher daheim, Engel begegnen und so. Das hat mich mal interessiert und gedacht und gemacht. Und irgendwie in dem hinein kommst du dann auf den Kolosser wieder, auf den Eis, da kommen wir noch drauf.
wo du einfach wieder merkst, es geht eigentlich nicht um die Engel, oder? Es geht eigentlich um Jesus Christus und der immer im Fokus zu haben, weil Kolosser 1,15 Jesus Christus ist der Schöpfer von allem Sichtbaren und Unsichtbaren. Ich meine, es gibt nicht viel, was du über die unsichtbare Welt musst wissen. Aber das, was im Kolosser steht, ist basic. Jesus Christus ist der Schöpfer von allem Sichtbaren und vor allem Unsichtbaren. Das heißt, wenn er Schöpfer ist, dass er auch der Chef ist. Und bei allen esoterischen Gesprächen, die ich führe, sage ich, hey, wow, das tönt noch gut mit deinen Engeln. Aber ich kenne den Chef. Ich bin per Du mit ihm. Ich kann direkt zu ihm gehen. Und ich brauche keine Visionen mehr von irgendwie sonst jemandem. Auch nicht ein Johannes Wirth muss mit seinen Visionen kommen. Sondern ich habe die Bibel und dort drin rein. Dort bin ich dran. Und wenn es dort prüfe ich es. Und das Zweite, was man über die geistliche Welt muss wissen, steht nämlich auch im Kolosserbrief. Und die göttlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Gut. Wir wissen, es gibt gute Mächte, es gibt schlechte Mächte. Die guten Mächte, die sind nicht so wichtig, also das sind so dienstbare Geister in dem Sinn, wo Gottes Befehl ausführen auf dieser Erde. Gut, nehmen wir an. Und dann gibt es die Bösen. Die sich irgendwann, nachdem sie von Jesus Christus geschöpft worden sind, haben sie sich abgewendet und kämpfen jetzt dagegen. Gut. Aber Jesus Christus hat den triumphalen Sieg am Kreuz darüber gemacht. Und da können wir hingehen und sagen, im Namen von Jesus Christus, wie sich alle Finsternis macht, die da in diesem Raum hineinhockt, weg. Und alle Geister, die irgendetwas da rein zu tun haben, im Namen Jesus Christus, gehen raus, bitte. Weil Jesus ist auf eine Art der Schöpfer und hat Anrecht darüber. Auf die zweite Art ist er der Sieger über sie. Und viel mehr müssen wir da gar nicht wissen. Natürlich gibt es in der Bibel Mächte und Gewalt und Zeug und Sachen. Das Riesenzeug. Aber das sind die zwei Sachen, die stehen alle im Kolosser und könnt ihr gerne nachlesen und da drin hineingehen. Und dann haben die Griechen oder, so etwas Übernatürliches und Mystisches und gell, das zieht uns halt an. Und dann gehen wir halt dort drin rein. Aber was wir wissen darüber ist dort. Aber das Zweite, was noch kommt bei den Griechen, oder, die haben gesagt, ja, Jesus ist super und er hat wirklich alles tun für dich, oder? Wow, und es geht ihm doch ganz fest um dich und dass du dich wohlfühlst und dass es dir gut geht, oder? Und ich finde, du kannst auch machen, was du willst, weil du willst ja, dass es dir gut ist. Du kannst selber entscheiden, was du machen willst. Du bist doch alt genug, du kannst ein bisschen, weißt, die Gesetze der Bibel, das ist so die Einsicht. Aber Jesus liebt dich doch so sehr, dass du kannst machen, wie du willst, oder? Du kannst entscheiden, was du so willst tun, ob dir jetzt das gut tut oder das gut tut. Hey, komm ein bisschen oben runter und so. Jetzt schauen wir zuerst, du bist doch im Wichtigsten und dein Glücklichsein und deine Gefühle sind ganz wichtig. Und ich denke, ja, das stimmt eigentlich. Jesus hat mich ja so lieb, dass er das gemacht hat und so weiter. Ich muss ja zufrieden sein und dann will ich ein bisschen mehr von dem und dann kommt es gar nicht so darauf an, ob ich jetzt verheiratet bin bei gewissen Sachen und so, oder ich mache am besten, was ich Lust habe, was ich das Gefühl habe, was mir gut tut. Das war eine griechische Idee. Und dann merkt ihr, auch da kommt man ins Überlegen und ins Grübeln. Oder? Da gibt es Bücher darüber, wo man sagen kann, ja, das tönt alles noch gut. Aber diese Einstellung führt zum Relativismus der Bibel. Und sie rückt deine Gefühle und auch wieder dich als Mensch im Mittelpunkt. Fühlst du dich wirklich gut? Und stimmt es für dich? Natürlich muss es auch für uns stimmen, das ist alles klar, oder? Aber ein Stück weit führt es uns von dem weg. Und was ist das Thema? Standhaft mittendrin. Jesus Christus hat sein Leben hergegeben für mich und ich gebe mein Leben ihm. Und manchmal fühle ich mich dann da nicht so gut, das kann schon sein. Und manchmal, wenn wir den Johannes 15 nehmen, schneidet der Gärtner etwas ab und es tut auch ein bisschen weh, aber eigentlich tut es mir gut, den Weg zu gehen. Und bei beiden Gefahren oder Kulturen kommen wir davon weg, dass Jesus der allgemeine Retter ist und genug ist. Und wir lehnen auch so ein bisschen seine Vollkommenheit ab.
Es schwächt einfach das Evangelium ab, der Wert vom Evangelium, beide Sachen. Es rückt dich in den Mittelpunkt als Mensch mit deinen Taten, Visionen und Gefühlen. Und es ist ja schön, dass das bei den Kolosser so war, aber es ist heute noch genau gleich. Wir stehen wieder oder immer wieder in dieser Gefahr. Immer in dieser Gefahr vom gesetzlich werden, moralisch werden oder vom Relativieren und gefühlsmäßig sein. Oder? Und das Evangelium ist eben nicht moralisch, jüdisch-gesetzlich. Und das Evangelium ist auch nicht relativistisch oder griechisch angehaucht. Und ganz wichtig zu wissen, das Evangelium ist auch nicht eidgenössisch. Einfach, dass wir das gesagt haben. Jetzt hätte ich eine richtig ernst gemeinte Frage. Wenn du da rein sitzt, Hand auf, Hand runter. Hast du das Gefühl, dass wir heute, in der heutigen Zeit, in unserer Umgebung, mehr Gefahr sind, moralistisch zu werden? Dann kannst du jetzt die Hand auf tun. Ja, jemand? Gut, 2. Mal immerhin 2. He? Hat jemand von uns das Gefühl, dass die grössere Gefahr ist, dass wir ein bisschen relativistischer werden, alles ein bisschen grosszügiger sehen und so? Da hat bis jetzt die Hand auf. Oh, okay, das sind schon viel mehr. Ja, eindeutig. Wir haben das Gefühl, dass relativistisch ein bisschen eher unsere Gefahr ist. Und ich kann dir sagen, wenn du eher sagst, moralistisch das Problem ist, dann bist du ja selber eher auf der moralische Seite und umgekehrt, oder? Also deine Gefahr ist eigentlich immer das, was du die Angst hast davor. Da schauen wir jetzt mal miteinander schauen. Und ich habe dazu ein Rössli mitgenommen. Und zwar ist das Rössli ein Sinnbild von dem, dass man sagen könnte, hey, man geht ja immer links und rechts vom Ross runter. Oder? Und das soll das ein bisschen... Es ist ein Elch, ja, ihr habt es gemerkt. Es ist aus der Ikea. Genau, Manu. Aber das Sprichwort wäre ein Ross, oder? Man kann links und rechts vom Rössli runterfallen. Genau. So. Und jetzt ist es so, dass wir haben auf der einen Seite das Moralistische, wo man runterfallen können, auf der anderen Seite das Relativistische, wo man runterfallen kann. Aber mittendrin gibt es eben eine dritte Kultur und das ist die Königreichskultur. Das ist die Kultur, die das Evangelium an sich mit sich bringt und uns in diese Richtung verändert. Egal, ob du Schweizer bist oder Franzose oder Deutscher und so weiter. Das Evangelium will dich in die Königreichskultur hineinbringen, wo Großzügigkeit herrscht, wo Freigebigkeit, Demut, Liebe, Fürsorge herrscht. Dort drin, da gibt es eine ganz grosse Liste, dort drin wird uns das Evangelium verändern. Wenn wir immer das vom Kolosser 1, oder das 1,15 vor Augen haben, wie groß das Jesus ist, dann werden wir demütig und unsere Kultur wird Schritt für Schritt verändert. Und da hat jemand schon vor mir eine ganz gute Zusammenfassung geschrieben. Es ist der Timothy Keller. Und wir werden miteinander jetzt ein paar Themen anschauen. Ich werde das aus seinem Buch vorlesen, wo man ein bisschen merkt, wie dass wir in Gefahr sind, moralisch zu werden oder liberal oder dann eben auch das Evangelium. Wir fangen mal an mit Kultur. Ich stehe jetzt da mal auf die moralische Seite. Der konservative Moralist neigt dazu, eine Kultur danach zu beurteilen, was er selbst für richtig hält. In seinem selbstgerechten Stolz fühlt er sich anderen überlegen und vergöttert seine eigene Kultur als die einzig wahre. Da merken wir, der Kultur, dass in dem Thema von der Kultur, dass der Moralist, oder, der sagt, das ist richtig, das wollen wir gehen und so, und alle anderen sollten sich dem beugen. Dann haben wir den Relativist, oder? Der schaut das Thema Kultur in der heutigen Zeit ganz ein bisschen anders an. Der Relativist dagegen relativiert alle Kulturen. Ja, also die Schweizer, das ist schon gut und das ist auch gut und ja, die sind auch ein bisschen gut und das sind eigentlich alle ein bisschen gut. Darum, weißt du was, wir leben doch alle miteinander, ein grosses, schönes Miteinander, das wir doch machen, oder? Genau.
Und jetzt kommt das Evangelium. Ich traue mich jetzt nicht auf das Ikea-Ding zu sitzen, darum stehe ich einfach so da. Das Evangelium jetzt da, lässt uns einerseits allen Kulturen gegenüber kritische Haltung einnehmen, einschließlich unserer eigenen. Andererseits lässt es uns aber auch erkennen, dass wir niemandem moralisch überlegen sind, da auch wir allein aus Gnade gerettet sind. Und stützt uns alle auf die gleiche Größe. Sowohl die Sünde als auch die Gnade nehmen uns jeden Grund, auf irgendetwas eingebildet zu sein. Denn alle haben gesündigt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und jeder, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben. In Christus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven, Freien und Mann und Frau. Der christliche Glaube ist eine bedingungslose Annahme aller Menschen, universal, aber auch sehr klar in seinem Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist und nicht Kultur und ethnische Zugehörigkeit. Wow! Da merkt man den Unterschied, oder? Der sagt, ich, der sagt, alles ein bisschen. Und dann kommt das Evangelium, wo sagt, hey, ich gebe dem Menschen Wert. Hey, ich muss wegen der Zeit ein bisschen schauen. Das ist jetzt ja noch ein schönes Thema, oder? So ein bisschen Kultur und so. Jetzt nehmen wir mal ein heisses Thema. Dann fangen wir an bei der Sexualität beim Moralist auf dieser Seite da, wenn wir da vom Rössli runterfallen. Der Moralist neigt dazu, ich finde noch schön, dass er schreibt, neigt, oder? Sex als schmutzig anzusehen oder zumindest als gefährlichen Impuls, der uns permanent zur Sünde verführen will. Ja, das ist ein bisschen, ja, da muss man schon anschauen. Dann haben wir den Relativist. Dagegen neigt der Relativist dazu, ganz einfach, Sex als rein biologische Funktion zu betrachten. Ohne Moral nichts, du, wenn du es brauchst, nimmst du es. Wenn beide einverstanden sind, kein Thema, oder? Gut, dann haben wir das Evangelium. Und auch da, echt, ich finde, das ist eine super Sache da. Das Evangelium sagt, dass unsere Sexualität die Hingabe Christi widerspiegeln soll. Wow! Er hat sich ganz und bedingungslos hingegeben. Darum sollen wir nicht körperlich intim werden, ohne uns unser übriges Leben zu teilen. Wenn wir uns sexuell hingeben, sollen wir das auch vor dem Gesetz und der Gesellschaft und als ganze Person tun. Deshalb soll Sex nur in einer dauerhaften, ehrlichen Beziehung stattfinden. Finde ich, argumentiert super, das Evangelium da drin. Die Hingabe, die in der Sexualität da ist ein Bild dafür, wie Jesus Christus sich hingeht. Wow. Also, und da geht es noch viel, viel weiter. Jetzt muss ich geschwind schauen, ich bin da mit dem Computer, 11:22. Noch eine machen wir, he? So, noch, und dann. Aber ich muss aus 3 aus. Ich nehme einen kurz. Evangelisation. Den finde ich super, den muss ich bringen. Zuerst der Moralist wieder. Evangelisation. Der Moralist findet Evangelisation wichtig, weil wir Recht haben. Das finde ich super. Und die anderen nicht. Ich habe so gern Recht, ich sage so. Aber es macht nicht glücklich. Genau. Wir Recht haben und der andere nicht. Dieser Ansatz ist fast immer beleidigend. Mit dem haben wir viel zu wenig Chancen. Wir beleidigen den anderen einfach gerade mal grundsätzlich. Du bist auf dem Holzweg, hey, schon 60 Jahre lang. Ich weiß es jetzt und ich sage es dir. Und das ist ein bisschen die Art vom Moralist, ansatzweise in die Richtung, oder? Und dann geht es da auf die Seite, gehen wir daher, der Relativist, oder? Der ist auch super. Der relativistische Ansatz verneint dagegen rundweg die Legitimität der Evangelisation. Also, das muss man gar nicht, oder? Weil, ich meine, hey, kommen alle irgendwie in den Himmel und Gott hat uns doch lieb und gute Sachen und so. Ich finde, das Evangelium hat wieder absolut die beste Argumentation. Doch das Evangelium schafft in uns bestimmte Charakterzüge. Nicht Schuldgefühle, sondern Großherzigkeit und Liebe.
drängen uns, das Evangelium weiterzugeben. Wir sind frei von der Angst, von anderen Menschen verlacht oder verletzt zu werden, weil wir durch die Gnade bereits Gottes Wohlwollen besitzen. Ich meine, der Satz musst du dir mal auf der Zunge vergehen lassen. Wow, wir besitzen das Wohlwollen von Gott. Und da kommt es gar nicht mehr darauf an, was wir andere Meinungen da drin haben. Unser Umgang mit anderen ist von Demut geprägt, weil wir wissen, dass wir nicht aufgrund unserer außerordentlichen Wissens oder Charakters gerettet sind, sondern allein aus Gnade. Da kommt das Evangelium wieder so stark durch, einfach super. Wir haben Hoffnung für alle Menschen, sogar für die harten Fälle, weil auch wir nur aus Gnade gerettet sind und nicht, weil wir das Evangelium näher gestanden hätten. Wir gehen mit anderen Menschen freundlich und rücksichtsvoll um. Wir müssen sie nicht unter Druck setzen, weil es ausschließlich Gottes Gnade ist, die ihnen das Herz öffnet und nicht etwa unsere Redekunst und Hartnäckigkeit oder ihre Offenheit. Center Church ist jetzt ein bisschen ein Werbeblock, aber es ist einfach ein sensationelles Nachschlagewerk. Und das ganze Buch geht nur ums Evangelium. Und auch noch, wenn man es weiter sagt und so weiter. Und nehmt das als Nachschlagewerk, leset das ein Stück weit, geht dem nach. Weil es verändert uns. Das Evangelium verändert alles. Und auf dem Evangelium, da muss ja vielleicht du und ich sich immer wieder überlegen, wenn ich jetzt das wieder gelesen habe, merke ich, oh ja, da neige ich wieder zu dem, da neige ich wieder zu dem. Wieder, hey Jesus, richte mich neu auf dieses Evangelium. Du mich verändern, schenk mir die Veränderung im Herzen, dass ich die Liebe kann haben zum Evangelisieren oder anderen Sachen. Und darum, wenn wir standhaft bleiben, auch als Kirche auf dem Weg, darum kippen wir nicht auf die eine Seite und kippen nicht auf die andere Seite. Wir sagen, hey, was ist das Evangelium? Auf diesem Weg bleiben wir. Und dort könnt ihr recht umtun, da bringt ihr uns nicht weg. Oder? Und das ist auch in unserem Sinn als Kirche. Wir wollen doch auf diesem Weg sein, nicht moralistisch werden und nicht relativisieren. Und so ist eigentlich der Kolosserbrief, der zweite Teil, das Standhaftsein, ist eigentlich einfach eine herzliche Einladung, dich zu prüfen. Von welcher Seite oder auf welche Seite kippst du eher? Und wo brauchst du Gottes Veränderung in deinem Herzen? Und ich sage es bewusst, wo brauchst du Gottes Veränderung in deinem Herzen? Der Moralist betet vielleicht, Herr, ich brauche einfach deine Liebe. Ich kann es satt immer recht haben. Ich will einfach deine Liebe, dass ich Menschen einfach gerne haben und nicht immer muss Recht haben. Und der Relativist sagt, Herr Jesus Christus, hilf mir, wieder Klarheit zu sagen, nicht alles wischiwaschi und ein bisschen machen, was ich will, sondern hilf mir die Hingabe, die du hast, für mich, dass ich die für dich auch haben kann. Und meine Wünsche dadurch ein bisschen zurückstecken. Und so ist das eine herzliche Einladung, dich verändern zu lassen vom Evangelium oder von Jesus Christus, in deinem Denken, in deiner Kultur und in deinen Gewohnheiten und in deinem Umgang mit anderen Menschen. Und zu verändern lassen auch in der Liebesfähigkeit. Dass die Liebe durch Jesus Christus, oder jetzt wird mir das Bild von dem Rebstock noch viel klarer. Durch Jesus fließt die Liebe, durch seine Hingabe fließt das durch, dass ich mich hingeben und dann die Frucht entstehen wird. Und wisst ihr, was cool ist? Ich bin so gern mit euch unterwegs. Weil in jedem, oder ich sage jetzt in denen, wo ich näher ein bisschen unterwegs bin, merke ich, wie Veränderung passiert. Wir sind 5 Jahre da, Pastor, und ich sehe bei der einen oder anderen wirklich viel Veränderung. Aber ich muss sagen, es ist super. Jeder von euch ist ein Wunder Gottes, wo er an euch wirkt und euch verändert. Und ich meine, es ist so cool. Ich kann vielleicht als Co-Pastor ein Stück weit in diesem Prozess helfen. Und du kannst vielleicht als Small Group Leiter ein Stück in diesem Prozess helfen. Oder nur schon als Small Group Teilnehmer. Oder einfach als Freund. Wie auch immer, kannst du ein Stück weit helfen. Sagen, hey komm, wir gehen miteinander den Weg. Und wir wollen doch die Veränderung überkommen. Noch viel mehr die Königreichskultur in unser Herz hineinlassen. Lass dich verändern in deinem Denken und gib dir auch eine Chance,
Denn du bist es wert gewesen, du am Bildschirm, ihr seid es wert gewesen, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Er hat seine ganze Hingabe für dich gemacht. Du bist so wertvoll. Und er ist noch lange nicht am Ende mit dir. Auch wenn du gerade an der Mauer stehst oder im tiefsten Tal bist, er ist noch lange nicht am Ende für dich. Und aufgeben ist etwas, was Gott in seinem Vokabular nicht hat. Er kommt mit dir zum Ziel. Er will mit dir weitergehen. Und es ist möglich. Und so, wenn Gott doch dich nicht aufgibt und Hoffnung hat über dir und dein Leben und deiner Situation, dann kannst du selber auch hoffnungsvoll sein. Wir bleiben standhaft mittendrin auf dem Evangelium. Und ich sage euch, wenn Kolosser 1, 15 bis 20, die Hymne, die wir am Anfang gehört haben, wahr ist, und wenn Kolosser 2, 15 und was dort noch folgt, wahr ist, wenn wir das von Herzen glauben, dann geben wir ihm alle Sorgen und Nöte her. Dann sind wir die sagen, ja, da hast du es, schau, da hast du es, Jesus Christus. Du bist doch alles, Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast mich versöhnt mit dem Vater. Ich gebe dir da, schau mal, ich habe schon wieder das und das und das gemacht. Das ist die Hingabe von uns an ihn. Nur schon mal mit dem fängt es an, dort herzugeben. Und ich frage dich, was willst du heute Morgen Jesus Christus hergeben? Was bedrückt dich? Was hat die ganze Woche schon ein bisschen wie ein Peaks da gewesen, oder ist überhaupt in deinem Leben drin? Da kannst du es ihm doch hergeben. Wenn es stimmt, dass er Schöpfer ist von Himmel und Erde, hat er eine Lösung. Und nicht, du musst noch mehr krampfen und ich gebe mir einfach mega Mühe, das nächste Mal mache ich es besser. Sondern da ist mein Herz, Jesus, nimm es, verändere du. Lass deine Liebe fließen in mein Herz hinein und damit ich Frucht bringen kann. Und vielleicht möchtest du deinen moralischen Teil heute Jesus Christus hergeben. Vielleicht deinen relativistischen Teil, so ein bisschen das Easygoing. Vielleicht ist es auch etwas ganz, ganz anderes. Aber er will es gern und er will gerne an dem arbeiten. Und er kann das auch, weil er es sagt und weil er der Größte ist. Und wenn du schon mit dem einen zum 100. Mal kommst, willkommen im Club. Ich bin dort auch immer wieder und sage, schau, Herr Jesus, da! Und ich sehe noch keine Veränderung und manchmal sagen die Leute, hey, schau mal, dort hast du dich verändert. Und ich sage, das sehe ich gar nicht und du bringst schon 100 Mal und überhaupt. Wir gehen nicht auf. Wir bringen es Jesus Christus, weil er König ist. Und jetzt habe ich es genug oft gesagt. Und jetzt, das ist auch der Aufruf zum Gebet. Zum sagen, hey, vielleicht bist du da und sagst, hey, symbolisch, eigentlich kann ich sagen, gehe ich ans Kreuz. Oder? Aber das Evangelium ist ja wie ein Leuchtturm. Lassen wir mal. Aber vielleicht musst du zum Kreuz gehen oder in die Ruhe gehen für dich oder du willst mit jemandem beten und kannst hinterher gehen. Da sitzen sie dort und wollen für dich beten, wenn du da etwas brauchst. Aber vielleicht bist du auch da allein im Stuhl und sagst, Jesus Christus, der Charakterzug, das und das hebe ich dir einfach her. Und wenn du mit deiner Frau, gell, ich meine, die Woche war wieder herrlich gewesen. Da haben wir wieder mal richtig schön gestritten, Miriam und ich, oder? Und nachher auf dem Spaziergang haben wir gesagt, ja weißt du, da habe ich halt immer noch ein bisschen Mühe und darum, oder? Und vielleicht musst du auch als Ehepaar etwas hergeben. Miteinander. Und da haben wir heute auch ein Ehepaargebet. Haben wir heute die Möglichkeit, oder du kannst sagen, hey, und jetzt komme ich mit meinem Partner und wir gehen dort führen und wir müssen Sachen einfach auch in der Ehe miteinander hergeben. Jesus geben. Und er wird uns Ruhe schenken in das Ganze hinein. Ruhe von dem Stress, von dem Machen, von diesen Sachen, wie wir es gehört haben. Ich will zum Schluss noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du überragend bist, dass du König aller Könige, Gott bist. Und ich danke dir, Jesus Christus, mit dir können zusammen sein, dich gefunden zu haben. Nur schon das ist ja einfach eine Sensation und ein Wunder von dir. Und dann habe ich das auch noch angenommen und jeder da rein. Und wenn du noch nicht angenommen hast, hey, dann schlag heute ein. Einfach super, Jesus Christus. Und du willst noch viel mehr. Du willst mit uns an uns schleifen, mit uns durchs Leben gehen. Und so wollen wir dir das hergeben. Dort, wo wir noch moralisieren und dort, wo wir noch relativieren, was dir wichtig ist. Wir wollen es dir hergeben und wir wollen, dass du an uns schaffst. Und dafür danken wir, dass du gesagt hast, dass du das tun willst.
Dass du der Anfänger bist vom Glauben. Du bist der durchtreibt im Glauben. Und du bist der Vollender vom Glauben. In allem der Erste. Und dir folgen wir nach. Amen.